Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Ihr habt die Schnauze voll von Tischgrill, Chinoise, Raclette oder sonst etwas am Weihnachtsessen. Heute machen wir etwas anderes, nämlich ein Rollschinkli im Teig. Also ein klassisches Weihnachtsessen, das, so wie ich es mitbekommen habe, langsam ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und wie man so etwas macht, das zeige ich euch jetzt. Es ist auch mein erstes Mal. Yes! Jetzt wird das Schinkli bei heissem, aber nicht kochendem Wasser 90 Minuten gebädelt. Für das Schinkli zu verpacken, brauchen wir einen Teig und dann machen wir einen ganz einfachen Teig. Wir brauchen Salz, Sonnenblumenöl, Hefe und lauwarmes Wasser. Das alles wird jetzt zu einem glatten Teig verknetet. Grossi hat schon gerne gesagt, auch wenn man eine Maschine hat, der Teig muss noch heute von Hand kneten. Sobald der Teig geknetet ist, darf er an einem warmen Ort etwa eine Stunde gehen. Nicht fortgehen, aufgehen. Das Schinkli ist jetzt fertig. Das kommt jetzt raus. So, Dali. Jetzt hier wieder das Schinkli von diesem super Netz befreien. Die Zangengeburt wäre vollbracht. Und jetzt kommt es zum Teig. Yes! Zuerst noch die Arbeitsfläche noch ein bisschen bemehlen und dann wird der Teig noch einmal anständig geknetet. Ah, es hat einen huere geilen Teig gegeben. Jetzt setze ich das Ding hier drauf und probiere es schön einzupacken. Nicht eine Spezialität von mir. Sehr professionell, unglaublich. Ja, es sieht aber nur nicht so schlecht aus. Der Schinken kommt jetzt etwa bei 180 Grad eine Stunde in den Backofen und dann so. Das Prachtstück. Tada! Ich habe so Freude. Dämpft schön raus. Achtung! Wie sieht es aus? Perfekt. Das Schinken habe ich jetzt aufgeschnitten und es schmeckt göttlich da innen. Und jetzt geht es das probieren. So richtig, so mit Brot natürlich. So, wieder ein Monsterbiss. So etwas Herrliches. Es braucht zwar seine Zeit, aber es ist eigentlich nicht schwierig zu machen und es ist wirklich so fein. Jetzt noch Salat dazu und im Fall das Menü ist gegeben an Weihnachten. Oh, so schön salzig und saftig. Einfach herrlich! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt mir doch ein Like, folgt mir followen und ich muss jetzt hier definitiv noch weiter essen, es ist so gut.